Ja, dan zijn we terug hier. Schöne Nummer alle Jund, schöne Dag voor jou. Jack Reimer, Frank Thiessen, wir reden über das Thema von Grult Junt Nich. Über uns Plautdietsch Volk, von wo wir gekommen sind. Wir haben von 10 bis 12 Botschaften. Wird fein sein, wenn die alle anhören hätten. Wir reden über uns Gemeinschaft, uns Plautdietsch Volk, die Gemeinschaft mit dem Judenvolk. Wir verstehen wir die Offenbarung, was ist der Herr jetzt von da für uns, von wo sind wir gekommen. So ja, hört ihr an und lass der Herr jetzt dahin schaffen. Ja, van daar zijn we weer terug. En ik heb een vrouw die Jack. En vandaar wil ik gleich een dubbel maar responden. Ik ben veel in de Bibelschool gegaan en heb veel mensen dingen uitgetuigd, maar ik wou me aan dat ik gebruik andere mensen te naar mijn ding verstaan. En vandaar heb ik dat aan een vrouw wat ik al jaren terug had, some van onze wijze väter, geloofsväter, ouders, met even uitgetuigd en de vrouw had aan je verse stad. Ik wil de vrouw gesteld hebben wat ik jonger werd en geloven, dat heen te komen, wat is de aantrekking eraan? Wat passiert dan, wat we op een andere uittuiging horen van even, van het bijspel van de 10 jongvrouwen en van dat jaar van de Charles en de Love. En we namen dat op Engels de rapture. En op Duits namen dat de aantrekking van de kerk. En wanneer is dat passiert? Als het al passiert, dan wordt het nog. En met dezelfde vrouw met aan, we reden maar van dat 1000 jaar rek. En wie is dat? Als dat bloos een geestelijk ding aan ons hart, oder als dat al passiert, dat 1000 jaar terug, zijn we er al voorbij, komt dat nou, oder wanneer komt dat, oder wanneer is het passiert. Zo ik heb maar mijn tijd genomen om oude väter, altijd die vrouw te stellen, wanneer passiert die aantrekking, en wie oder wanneer komt dat 1000 jaar terug in betracht, oder der het verhebt niet. En wie is Israël de man, dat land Israël, de Israëlische regering, heeft God de Juden vergeten? Oder zijn we de kerk? Zijn we nu Juden geworden op eenmaal hastig? En zo deze vrouw wat ik gesteld heb aan some van de elders, dat is een antwoord wat ik gekregen heb als een stad. Dat de aantrekking is al passiert. Dat is een gedankengleis, dat is een geschuldet een verstandenis even, dat zijn einige wat geloven dat irgendwo ungefähr zwischen de eerste 100 jaar, nadat als Jezus in Himmel gefahren is, dan is de aantrekking al passiert. De kerk is dan eenmaal worden waargenomen van hier. Dat is een antwoord wat ik gekregen heb. En de andere antwoord wat ik gekregen heb is dat, nachdem dabei sei, is dat 1000 jaar terug, wie Jezus op deze aarde regeerde had, of wie de kerk regeerde op deze aarde, dat 1000 jaar terug, dat is ook al voorbij. So, we leven nu hinger de aantrekking en we leven hinger dat 1000 jaar terug. Dat is een opvoeding wat ik klaar vernomen heb, dat is wie denken dan, dat is wie zalig blijven. En dat andere wat ik ook maar van die reden is, dat ene trouble of die ene geschichte aan onze vergangenheid van Münster, dat de christen wat daar in Münster leven deden, die übernamen zich dat te zeggen dat Jezus wird niet in Jeruzalem raufkomen, hij wird niet in Jeruzalem regeren, oder der Jeruzalem, die wird der Münster. So dat hebben we klaar gekregen dat we een falsche opvoeding. En wat leven we dan vandaag? Wie is de aantrekking passiert, oder wat het nogmaals? Wie is het 1000 jaar terug passiert, oder wat het nogmaals? So, met deze vrouw, Jack, fangen we aan te reden van dat. Ik weet, dat is een beetje een langer thema. So, heb een beetje geduld met ons. We worden maar aanvangen her te arbeiden met dat. Maar zijn dat we irgendwo te een entscheiding komen dat je moet een beetje met ons moet denken, wat je te ver. So, Jack, wat zegt van deze idee? Wenn deze antwoord van deze oude mannen wat we beantwoord hadden en ons Duitse volk, dat we zijn al de aantrekking al voorbij.
We zijn er 1000 jaar direct al voorbij. En nu leven we bloos nog dat engste tijd wordt de wereld afdeven en het wereld eng. So wat hast du dazu te zeggen? Dat is een thema wat mij lang heeft geïnteresseerd. So ik ga er meerdere stunden nagelaten en dat studeren. Eerst, ik wil zeggen dat van wat ik in de Bijbel vind, en van wat ik studeerd heb, is dat wat Jezus leerde deed en wat Paulus ons schreven deed in de kerkenlehre aan de eerste 100 jaar, zeg maar, wel vielleicht in de eerste 60 jaar, nu wat Jezus beëerd werd. Die werden alle gezegd dat wanneer Jezus weer terugkomt, hij wird terugkomen in Jeruzalem, hij wird door van door de wereld regeren. Dat weer de eerste, dat is de kerk ganz van Anfang, wird dat vergebracht. Wat dan passiert, nu dat, dan vangt de kerk over dem van te reden van dat, als dat plaats zijn vergeven, dat die 1000 jaar dat er bij ons meint dat het bloos aan ons hart weer, dat er zo wat daher. En mijn gedanken komen erbij. Wanneer we in de Bijbel lezen en de openbaring, de tweede en derde kapitel, en daar redt het van de kerk, en dat redt er van, zoals ik dat vernemen, daar is het van geschreven van de kerk, ganz van Jezus in de tijd, ganz bad hier waar we vandaag zijn, in de 2021. Er zijn 7 kerken opgenaamd, maar die kerken zijn alle, die stonden aan voor jaren aan de kerk. De eerste kerk wordt door opgenaamd is, dat wird Zemaya zijn, van wat ik gestudeerd heb, meeste mensen willen geloven dat die kerk, dat wird van Jezus in de tijd, maar ongeveer 70 jaar na Jezus. En wanneer kerk je dat? Wanneer de openbaring die kerk? Ephesus. Oh, Ephesus, ja. Ephesus. Ephesus, ja. So du was sagen, dat Ephesus wird sein, wann Johannes redet von Ephesus, dat wird eine Stadt, eine wirkliche Kerk zu der Zeit. Aber die Bibel, de Bibelkünstler würde von da sagen, dass wir eine Zeit, eine Geschenk von der Kerk, dat eine Zeit vertreten an der Kerk. So du wirst sagen, whatever hij redt zu der Kerk von Ephesus, dat wird mal eine wirkliche Kerk, aber das redt auch von some 100 Jahren oder some wat von der Zeit lang, was eine Kerk ran deed. Die ganze Kerk über die ganze Welt. Ja, dat is wat ik zei wil. En dan de nächste kerk wordt opgenaamd, dat is Smyrna. Dat wird dan zijn van ongeveer 70 jaar na Jezus, maar zo bin 300 jaar na Jezus. En dan de nächste Pergamum, dat wird gewoon van door, maar ongeveer 420 jaar na dem. En dan de nächste Thyatira wird dan gewoon van door, maar 1517, dat is Luther. So zijn nou een klein beetje wat passiert in die tijd. Deze tijd van wat du hier nu zei is van Thyatira, dat wordt wijzen naar op Engels wordt naar de Dark Ages. Dat wordt wijzen naar dat we het zeer dieste wie op deze wereld. So wat is dat wat in Thyatira opgeschreven is, wat dat ik met dat lekker dat we willen kunnen zeggen dat we die dieste jaren. Wat in Thyatira, dat is die jaren, maar dat we ook een beetje alles aan dat we de katholieke kerk zijn. En dat we te die tijd, wat de katholieke kerk aanvangt, en dat we te die tijd weer de einzige kerk.
En dat werkt de tjoik wat Konstantin had aangeschreven en vastgemaakt dat de priesters werden van de tjoik betoeld en dat we nu eerst weer het geen gezats Christen hadden en nu, wanneer de niet Christ wees of niet bij de tjoik wees, dan weer dat geen gezats. Is dat wat de zei was? Als dat de dienste tijd? Dort wird eine Tjoik Eier sein was, dort wird Pergamum sein Dat weer was. Pergamum, ja. En Pergamum, daar wird dort door rand de Tjoik, dat wird ganz im Gesetz angeschrieben, de Tjoik. Wird es erst kommen bei der katholische Tjoik, dann wird es so weit, dass der Pop, der Lehrer von der katholischen Tjoik, dat die hat nu seine eine Soldaten alles und die schneidet sich auf von der Government, von der Königs. Ja, dat verstehe ich, ja. Dort wird ein Pergamum, dort wird die Zeit für den Tjoik ganz taub werden mit der König. Aber wenn sie erst der katholische Tjoik, die sich da los von dort der König wieder apart, aber die da danach, aber der Tjoik wird stärker als irgendein von den Ländern. Und dann kommen wir bei 15, 17 wird Luther, und dort wird die Zeit, was unsere Verführerschaft wieder angefangen. Dort ist dann Nummer 5, der 5. Tjoik. Dort wird sich, und wie würde sagen, dass von da, wir haben noch sehr viel, was wir mit dieselbe Tjoik zu tun haben. Veel van onze geloof is als nog sehr, zoals dort wird sein. Der nächste, versagte Tjoik wird de meeste Menschen sagen, die wird irgendwie in 1860, 1870 durch wird angefangen. Und der 7. Tjoik so bin 1970, 1980 durch wird Dort ist das meiste, dort wird sein. En wat we ook nog zijn is, met dit, wat we in de openbaring geschreven dan, dat schriften nog hier en daar van verschillende geloofs wat die tjoiken hadden. En dat wird so meer 150 jaar na Jezus, waar Augustin, dat is een tjoikenleraar te die tijd, en Origen, een tjoikenleraar te die tijd, waar die aanvangen te schrijven dat de tjoik, dat wanneer het irgendwo in de Bibel van redt van de Juden van Israël, dat hebben we alle namen dat het de tjoik geschreven is. So du was sagen, dat wann ein Psalm oder wann der Prophet irgendwas redet von das Land Israel oder die Prophezeiung von das Volk Israel oder die Prophezeiung von der letzten Zeit, dat die schrijvers worden aanvangen hadden zo te draaien dat alles wat geprofeteerd is en alles wat gereed is van Israël, dat willen ze daarmee terugdraaien dat weer nu alles te tjoik. Dat kan de tjoik zich alle toeschrijven of toe-ene of terugdraaien dat meint nu niemand meer Israël als een volk of als een nation, een volk. Dat meint nu dat is nu alle de tjoik. Dat naam de tjoik zich alle toe. Dat is wat de zaai was. Dat is wat ze te die tijd aanvangen te leren, ja. So dat vangen de Origen en Augustine aanvangen daarmee terug te draaien. Ja. En wanneer je alles zullen we daar? Die werden zo maar 150 jaar na Jezus. We die dat zo leren deden. En dan en van door kwam het eruit, wat ze eerst start aanvangen te leren dat alles, alle profetieën wat er van geschreven werd, dat alles de tjoik ging, neemt zich dat alle aan, dan deed het na eenmaal 100 jaar zo meer, wat over dem kwam het zo weten dat ze die 1000 jaar schon recht, dat dort fangen ze aan te zeggen dat dort kan niet wirklich eerd passiert. Da wird alle bloß Stoff, was an uns Gott passiert, wird sich heute ganz abgehört bleiben, dass das Land von Israel irgendwas wird. So,
du wirst sagen, dass der Apostel und Jesus und die Kirche, was nach der Apostel und der Apostel der Tjenger wird angehört hat, die wird alle nach geglaubt haben, dass die Entdeckung wird noch mal kommen und dass Jesus wird noch mal weiter in Jerusalem regieren, oder dass diesen Jahresrecht wird noch mal sein, und aber wird sie erst 7 Jahre wieder verlängern gingen, da einmal fangen sie an zu sagen, oh, das ist bis allerjährlich, nicht? Ja, klar. Ah ja. Nu über dem, und dann hast von dann, but meest but nu, vielleicht wat so mal 100 Jahre zurück, als Israel wirklich war da zurückgekommen und erlaubt, hat die Zeug lang haben, so geglaubt, am grazen Port, also einmal zusammen war es, was anders geglaubt, aber am grazen Port hat die Zeug so geglaubt, dass alle die Schriftstellen wird von Red, von der 1000 Jahre Recht, dat rein alle jährlich. Dort haben sie alle gemacht, dass das jährlich an uns was passieren wird. Dort nicht, dort haben nicht mal, dort hat, sie würde so gepredigt haben, dort haben nicht mal zu tun mit hier ab, dass Jesus wirklich wird hier in Jerusalem König sein. Ja. Und dort wird es rückkommen, wie die von Anfang von redet, dass wenn die Prediger in der ältesten Frau dat die ihnen seine Antwort geben, dass wir wieder all bei dass die diesen Jahr wieder all hängen uns. Weil wenn die gelehrt haben, das wird sie leer anfangs 250 Jahre nach Jesus, dass diesen Jahr verrechnen alles, bis alles an uns fort wird. Wir sind dann ja mehr als diesen Jahr vorbei. So, wenn die durch angefangen sind zu glauben, dort ist das Wort viel von unseren Ältesten, dass so wieder zu holen hat, dass wir auch vorbei sind. Ja. Und dann, du das letzte Mal irgendwo von, mit unserer Utüchung, zum Reden mal, Tim, ihr redet irgendwo von, dass wir dann Offenbarung all die prophezeit, oder dass wir die Offenbarung abgeschrieben, dass so eine Denkleise ist, dass wir da hast du abgeschrieben an der Kirche, dass du was eben bisher getan haben, die Denkleise. Von was meiste, sei mal ein bisschen, was du davon, du ein bisschen wiederholen über das Thema, von was sagt es an Offenbarung über das Gedankengleis? So, das zweite Kapitel, ich glaube, es ist ein 9. Vers. Du redet von, dass da wird eine Denkleise kommen von Menschen, die sagen, die sind Juden, aber nicht sind. Soll ich das hier mal auf Deutsch lesen? Ja, das. Plautdietsch. Das sagt hier in Offenbarung, Kapitel 2, Vers 9, sagt es, ich weiß, in der dritte von der Kirche in Smyrna, dort stand die zweite Kirche nach Jesus seine Zeit. Ja, die Kirche wird halt von 70 Jahren nach Jesus, but 300 Jahre nach Jesus. So. Klar, an der Zeit wird die Menschen anfangen zu glauben, dass die Kirche hat Die Juden am Tisch genommen. ja, Krieg. Die Lehre von Krieg an die Zeit, was diese Kirche wird sein. Wir wollen im nächsten Video wieder von das reden. Noch einmal hier, Frank Thiessen. Mit dieser Botschaft sind wir nu zu Ende. Direkt subscribe hier auf YouTube. Fängt uns auf WhatsApp oder auf Facebook. Schreibt uns an E-Mail. Laat uns weten wat je het wat je veel hebben deze boodschap. We zijn werk team hier bij uittussen, maar van reden. Wat de held in je schafft aan ons leven en jullie leven. Laat ons weten.